Hallo, Procreate und es gibt auch diese Clips-App für Apple, die ist normalerweise immer mit am iPad oder am iPhone mit drauf und da kann man ganz coole Filter nutzen. Das zeige ich Ihnen mal kurz. Und zwar diese Clips-App ist diese hier, die ist für Apple mit drauf, also diese dann dementsprechend öffnen. Ich habe die da schon offen. Und das ist jetzt also so ein Filter, was gerade drauf ist. Ich lösche das einmal, das ist ein Clip. Hier auf der rechten Seite kann man Fotos hinzufügen. Und jetzt machen wir halt einmal diese Pflanze. Das kann man dann zum Projekt hinzufügen. Dann kann man unten links jetzt dieses Foto antippen und auf die Effekte gehen. Dieses Sternchen, dieses farbige. Und hier gibt es alle möglichen Effekte, was man da nehmen kann. Aber ich konzentriere mich hauptsächlich auf diese Effekte, diese Comic-Heft-Effekt und Comic Mono und dieser Tinteneffekt. Der Tinteneffekt, den kann man ganz gut nutzen, um dann die Outlines zu haben. Oder diese Comic Mono, da sind ein paar Schatten mit drin. Oder auch nur das Comic-Heft. Gealterter Film, ich glaube, da ist sogar so eine Art Wasserfarbenfilter noch drauf. Die kann man ja alle mal durchprobieren. Liegt natürlich auch an der Qualität von dem Bild, wie hoch die Pixel sind von diesem Foto, was man nimmt. Ich gehe jetzt mal auf Tinte. Und dann kann man das wegdrücken. Und wenn man mit einem Finger auf die Leinwand geht, bleibt das ganze Bild. Und danach kann man einen Screenshot machen. Und den kann man jetzt einfach gehen lassen. Der landet ja dann in der Fotobibliothek. Wenn man wieder mit dem Finger drauf drückt, kann man diesen Clip wieder löschen. Dann ist das weg. Und man kann das nächste Foto machen. Ich mache jetzt mal diese junge Dame da hinzufügen. Und gehe wieder auf dieses Foto, auf die Effekte. Und suche mal wieder diesen Comic-Filter. Und der macht jetzt halt schon so ein richtig schönes Comic-Bild. Und Comic Mono oder die reine Tinte, klicke das wieder weg, klick drauf und mache mir wieder einen Screenshot. Und danach kann ich zu Procreate gehen und eine neue Leinwand anlegen und dieses Foto einfügen. Ich mache jetzt das einmal nur mit dieser Pflanze. Ich schneide mal da die Ränder weg. No. So, und wenn man diesen weißen Hintergrund jetzt weg haben will, das zeige ich jetzt nur ganz schnell. Man wischt mit 3 Fingern runter, kopiert es, macht eine Maske, wischt mit 3 Fingern runter, fügt es wieder ein, geht auf die Ebenenmaske, kehrt diese um und jetzt kann man das zusammenzwicken. Und jetzt hat man das als Outline. Und einen Schritt kann man noch machen, das ist mit einem Alpha-Lock drauf machen und schwarze Farbe wählen und die Ebene füllen. Und dann kann man diesen Alpha-Lock wieder wegmachen und man kann diese Ebene duplizieren, dann wird es dunkler. Man kann auch diesen Multiplizieren-Filter drauflegen und kann es wieder mit 2 Fingern zusammenzwicken. Jetzt hat man hier diese pure Outline und kann dann dementsprechend weitermalen. Man kann auch, wenn man geschickt arbeitet, mehrere Ebenen aus diesen Fotofiltern rausziehen.
dass man einmal diese Wasserfarben Ebene rauszieht und einmal die Outline-Ebene und kann dann diese übereinander legen. Ich hoffe, das ist verständlich. Okay, viel Spaß beim Malen. Tschüss.